ganz, ganz herzlich willkommen. Bem-vindo do Brasil. Muito bom. Wir wollen noch mal miteinander stille werden und beten. Herr Jesus, aus tiefstem Herzen wollen wir dir Danke sagen, dass du jetzt diesen Gottesdienst übernimmst. Bewahre vor falschen Worten, schenk deine Gedanken und schenk, dass wir mit einem offenen Herzen auf das hören, was du uns zu sagen hast. Wir preisen dich und wir beten dich an. Amen. Das Thema heute lautet ja wie in den Tagen Noahs. Das Bild bleibt die ganze Zeit hier, wie in den Tagen Noahs. Als der Herr Jesus über seine Wiederkunft sprach, er sprach, um sein Reich aufzurichten. Er redete nicht über die Entrückung. Die Entrückung geht der Aufrichtung des Reiches Gottes auf dieser Erde, geht dem voraus. Der Herr Jesus, er sagte, als er darüber sprach, wenn sein Reich aufgerichtet werden würde, sagte er, und wir lesen miteinander Lukas 17, ab Vers 26. Also der Herr Jesus geht und er vergleicht die Zeit, wenn er wiederkommt, ganz direkt mit den Tagen in der Zeit Noahs. Und wir lesen miteinander Lukas 17 ab Vers 26. Da sagt der Herr Jesus, und wenn der Sohn, der Menschensohn kommen wird, so wird es sein wie in den Tagen Noahs. Die Menschen, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie wurden verheiratet bis zu dem Tage, an dem Noah in die Arche ging. Dann kam die Flut und brachte sie alle um. Der Jesus sagt das, er kommt und bevor er kommt, würde das so sein wie in den Tagen Noahs. Und er würde kommen dann, und da kommt er und steht auf dem Ölberg, wie wir es lesen in Sacharja 14, Vers 4. Dann wird die ganze Welt ihn sehen, seine Füße werden stehen auf dem Ölberg. Und dann heißt es in Lukas 21, und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber das anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebet eure Häupter, weil eure Erlösung sich naht. Also hier sagt der Herr Jesus, die Menschen kurz vor seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit würden so leben wie damals in den Tagen vor der Sintflut, wie in den Tagen Noahs. Sie würden ähnlich denken, ähnlich handeln, ähnlich reden. Ja, ihr ganzer Lebensstil würde ähnlich sein wie in den Tagen Noahs. Markus, geht's wegen der Übersetzung vom Portugiesisch? Bin ich zu schnell? Frage mal Sie, ob es kommt Sie nach, die Jerusha. Sie? Okay. Weil ich rede, das zu schnell manchmal, ich vergesse mich. Auf alle Fälle, der Herr Jesus sagt ganz klar, wenn er kommt, würde es vorher so sein. Und genau das Gleiche nimmt der Petrus auch. Der Apostel Petrus, er nimmt Bezug auch auf die Tage in den Tagen Noahs. Das können wir lesen miteinander und das wäre es gut, wenn Sie die Bibel aufschlagen. In 2. Petrus 3, ab Vers 2. 2. Petrus 3, ab Vers 2. Und wir lesen miteinander den ganzen Text von Vers 2 bis Vers 7. Und ich lese das nach einer neuen Übersetzung, nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Vers 2 bis 7. Da sagt der Petrus und er wendet sich an seine Gemeinde. Der Petrus ist ganz kurz vor seinem Heimgang, ganz kurz vor seinem Tod. Und wie so ein Vermächtnis sagt er zu seiner Gemeinde, sagt er, ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten. Und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Und dann geht er das tiefer hinein und sagt, vor allen Dingen müsst ihr aber wissen, dass in den letzten Tagen, da werden Spötter kommen. Die werden sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren eigenen selbstsüchtigen Wünschen folgen. Und sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, wo bleibt er denn? Denn inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Und jetzt kommt der direkte Bezug zu Noah, da sagt nämlich der Petrus, denn wer das behauptet, er kommt noch lange nicht, es bleibt immer so, wie es war. Wer das behauptet, sagt hier der Petrus, der will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgetreten und mit Wasser umgeben war. Gott hatte sie durch sein Wort geschaffen und dennoch wurde die damalige Welt bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt
und vernichtet. Und dann kommt er und sagt, durch dasselbe Gottes Wort werden nun auch die jetzigen, das heißt die Himmel und Erde, die wir jetzt sehen, für das Feuer aufbewahrt. Sie werden bewahrt bis zum Tage des Gerichtes, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Wenn Jesus wiederkommt, wird es sein wie in den Tagen des Noah, genau gleich. Und der Petrus, er sagt, das wollen wir jetzt miteinander Vers für Vers anschauen, was der Petrus über diese Zeit sagt. Als erstes sagt er, die Bedeutung von Gottes Wort, von der Bibel, würde immer weniger werden. Die Menschen würden zwar Gottes Wort kennen, aber sie würden es zur Seite legen und nicht mehr beachten. Und deswegen sagt Petrus in Vers 2 von unserem Abschnitt, sagt er, ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten, was die Apostel gesagt haben. An was muss man erinnert werden? Was denkt ihr? Was denkt ihr Brasilianer? An was muss man erinnert werden? Jugend, was denkt ihr? An was muss man erinnert werden? An Sachen, die man doch vergisst. Oder nicht? Wer hat zu Hause Kinder? Einige, ja? Okay, wunderbar. Bei uns zu Hause war es so, da haben wir einmal gesagt, ihr lieben Kinder, wenn ihr reinkommt, bitte Schuhe ausziehen. Wir haben es einmal gesagt und es hat wunderbar geklappt. Ja, so wie das Echo kommt, war es bei Ihnen auch so. Man muss es immer und immer und immer und immer wieder sagen, bis es klappt. Und selbst heute noch vergesse ich es manchmal. Und was will hier der Petrus sagen? Der Petrus will uns sagen, in den Tagen des Noahs stehen wir in der Gefahr, Gottes Wort zu vergessen. Gottes Wort zur Seite zu legen. Und genauso war es in der Zeit des Noah. Die Menschen, die haben die Bibel, Gottes Wort vergessen. Nun können Sie mich vielleicht fragen, ja, hatten die damals überhaupt die Bibel? Hatten die Gottes Wort? Wussten die, was Gott will? Was denkt ihr? Hatten die Menschen damals zur Zeit des Noah Gottes Wort? Sie hatten ganz sicher nicht 66 Bücher, wie wir es heute haben. Aber sie hatten Gottes Wort. Ja, weswegen wissen wir das? Wer kann mir das sagen? Wie? Ja, der Noah zum Beispiel heißt es, er war Prediger der Gerechtigkeit. Ja, was hat er gepredigt? Gott kommt und wird diese Welt richten. Die hatten aber auch die Arche Noah, aber die haben noch viel mehr gehabt. In den Tagen des Noah, was denkt ihr, haben die noch etwas gewusst von dem, was passierte im Paradies vom Sündenfall? Wer war ein Zeitgenosse des Noah? Habt ihr schon mal gehört von dem ältesten Menschen der Bibel? Methuselah. Er starb in dem Jahr, als die Sintflut kam. Und das heißt, er hat schon vorher einige 100 Jahre gelebt und er hat den Adam noch gekannt. Und der Adam hat sicher erzählt, wie er aus dem Paradies weggehen musste, wie der Sündenfall kam, wie Gott das erste Evangelium verkündigt hat. In 1. Mose Kapitel 3, 16, 15, 16. Wo Gott zu dem Adam sagt, und dein Same wird der Schlange den Kopf zertreten, ein Hinweis auf den Messias. Die Menschen damals haben das gewusst. Oder als plötzlich der Henoch weg war, entrückt, da haben wir darüber gesprochen. Und jeden Tag, Noah, der Prediger der Gerechtigkeit, 120 Jahre lang hat er gesagt, es kommt eine Zeit, wo Gott diese Welt richten wird, wenn wir nicht zu ihm umkehren. Und der Noah hat 120 Jahre lang gearbeitet. Zuerst hat er Bäume gefällt, Bretter geschnitten und dann hat er das alles zusammengehauen. Also besser gesagt mit Nägeln und Hammer natürlich. Und jeder Hammerschlag war eine Botschaft. Es kommt der Tag des Gerichts. Es kommt der Tag, an dem Gott diese Welt richten will. Und das ist das Evangelium der damaligen Zeit. Die Menschen haben ganz genau gewusst. Aber die Menschen damals wollten diese Bibel nicht mehr haben. Die haben ganz klar gesagt, nein, wir wollen mit dem Gott der Bibel nichts zu tun haben.
Wir wollen mit dem Gott der Bibel, der kann uns gestohlen bleiben. Komme ja nicht mit diesem altmodischen Buch. Und heute, wir leben in der genau gleichen Zeit wie in den Tagen Noahs. Die Menschen, sie spotten über die Bibel. Die Menschen, sie lachen, wenn du einen christlichen Lebensstil führst. Die Menschen zeigen dir den Vogel, wenn du sagst, ich will heilig leben. Und selbst unter Christen wird man heute schon komisch angeschaut, wenn man heilig und rein leben will. Und selbst unter Christen ist das Wort Gottes heute schon Mangelware. Wo wird heute das Wort Gottes noch gepredigt, ohne Abstriche? Wo wird gesagt, ich glaube an die irrtumslose, unfehlbare Inspiration des ganzen Wortes Gottes, angefangen von 1. Mose bis Offenbarung Kapitel 22. Und ich nehme die Bibel mir als Maßstab für mein Leben, als Richtlinie für meinen Glauben und als Grundlage für mein Verhalten. Wir leben heute in der genau gleichen Zeit wie damals in den Tagen des Noah. Dann geht der Petrus weiter und er sagt als nächstes, in Vers 3 sagt er Folgendes. Vor allen Dingen aber müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen, da werden Spötter auftreten und die werden sich über die Wahrheit lustig machen. Und doch werden sie nur ihren selbstsüchtigen Wünschen folgen. 2. Petrus 3, Vers 3. Nun, wir alle kennen doch Spott, oder nicht? Da wird man ausgelacht, da wird man verspottet, da wird in Frage gestellt. Man sagt zwar, ja, du bist ein lieber Kerl, ein guter Kumpel und so, aber bleib mir bloß mit deinem Glauben vom Hals. Lebt ihr oder nicht? Am Arbeitsplatz, Tag für Tag. Es werden Spötter auftreten. Ich kann mir gut vorstellen, wie der Noah ausgelacht wurde. Er hat göttlich gelebt, hat eine biblische Ethik verfochten, hat biblisches Verhalten an den Tag gelegt. Und wir haben die Menschen damals über den Noah gespottet, weil er nicht mitmachte mit ihrem sündigen Verhalten. Und dieser verrückte Kerl, mitten da, wo es noch nie geregnet hat, baute der ein Hochseeschiff, ungefähr 157 Meter lang. Hast du eine Schraube locker? Und dann hat er immer wieder gesagt, es kommt ein Gericht auf diese Menschheit zu, aber Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Mensch sich bekehrt und lebt. Gott hat immer wieder hingewiesen, Noah, auf den Ratschlag Gottes, kommet her zu mir alle. 120 Jahre lang geht's noch. Dann hat er 20 Jahre gearbeitet, noch 100 Jahre. Wieder 20 Jahre gearbeitet, noch 80 Jahre, 60, 50, 40, 20. Und die Menschen, was haben sie getan? Sie haben gelacht und gespottet und gespottet. Es war nur Spott und Hohn, nur Gelächter und Verachtung. Wie hatte Noah das bloß ausgehalten die ganze Zeit? Wer hat das ausgehalten? Er, der Prediger der Gerechtigkeit, umgeben von einer Menschheit, und man schätzt die Zahl damals, es waren ungefähr ähnlich viele Menschen wie heute, ungefähr 8 Milliarden Menschen. Wie hat er das ausgehalten? So viele Menschen gegen einen? Er mit seinem Predigen, er mit seinem Dienst, er mit seiner Nachfolge, und keiner hat gehört. Und interessant steht dann Folgendes in 1. Mose 6, Vers 9. Denn Noah ließ sich nicht von dem ganzen Gerede, Gespotte abhalten. Wir lesen in 1. Mose 6, Vers 9. Aber Noah war untadelig unter seinen Zeitgenossen. Ja, Noah, er wandelte mit Gott. Wenn du ausgelacht wirst, wenn du verspottet wirst, mach es dem Noah gleich. Geh einfach den Weg mit dem Herrn Jesus. Lass dich nicht abhalten. Und dann möchte ich auch die Frage in den Raum stellen, ja, was sind Spötter? Wer spottet? Weswegen spotten sie? Oft habe ich erlebt, dass Spötter oft Menschen sind, die die Wahrheit der Bibel sehr wohl kennen. Sie wissen um die Existenz des Ewigen. Oft haben Spötter sogar christlichen Hintergrund. Nietzsche, der große Spötter, aufgewachsen in einem evangelischen Pfarrerhaus. Und hat sich ganz bewusst entschieden gegen Gott und gegen die Bibel, gegen die Wahrheit. Und er wurde ein großer Spötter.
Spötter wollen die Wahrheit nicht wahrhaben. Sie wollen die Wahrheit nicht akzeptieren, weil sie sich sonst Gottes Autorität unterstellen müssten. Und das wollen sie nicht wahrhaben. Das wollen sie nicht. Menschen haben mir schon gesagt, ich weiß, dass das, was du glaubst, richtig ist, aber ich will das nicht haben. Sie spotten über die Bibel. Sie sagen, die Bibel ein Märchenbuch, ein Konstrukt der Fantasie, eine Wunschvorstellung, ein Buch für alte Leute und Spinner. Aber dieser Spott geht noch viel weiter. Dieser Spott geht so ganz bewusst gegen Gott und alles Göttliche. Vor einigen Tagen stand in einem Leserbrief Folgendes. Ich lese Ihnen einen Leserbrief vor vom 23.05. dieses Jahr. Da stand als Überschrift: Auf dem Weg zur gottfreien Gesellschaft. Und dieser Leserbriefschreiber Folgendes: Wir leben offenkundig in einer Zeitenwende von globalen Ausmaßen und epochaler Bedeutung. Es scheint, dass sich in den aufgeklärten und säkularen Gesellschaften die Denk- und Handlungsweise grundlegend und tiefgreifend wandelt. Auch der Glaube an Gott, wie schon der Glaube an Geister, Götzen und Götter, hat seinen Zenit überschritten und ist ein Auslaufmodell. Immer mehr Menschen erkennen, dass Religion ein wirkungsmächtiges Placebo und der anthropomorphe, maskuline, allmächtige, allwissende und allgütige Gott ein zeitlich befristetes Konstrukt von uns Menschen ist. Nicht Gott hat uns Menschen, sondern wir haben Gott erschaffen. Der religiöse Glaube ist eine Manifestation des Bewusstseins. Auch wenn die Amts- und Würdenträger der Kirche und gottesfürchtige, fromme Christen den Trends um gottfreien Atheismus beklagen, er findet statt, ist unumkehrbar und ein entwicklungslogischer Prozess. Und dann kommt er zu folgendem Schluss: Je mehr gottfreie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Also nochmal. Je mehr gottfreie Atheisten in einer Gesellschaft, desto höher das geistig-kulturelle Niveau. Ja, ich möchte gerne die Frage in den Raum stellen, ja, welches geistig-kulturelle Niveau meint diese Person? Vielleicht, dass man heute die Möglichkeit hat, ein Baby mit 245 Gramm, habt ihr vielleicht gelesen in den Zeitschriften, vor ungefähr 3 Wochen kam das, in den USA ist ein Baby zur Welt gekommen, 245 Gramm schwer, ging dann 5 Monate, ging es auf die Intensivstation, hat man durchgebracht, also ein Baby 245 Gramm schwer, ist so schwer wie 250 Gramm Butter, gerade so das Mödderli. Ja? Normalerweise unmöglich, dass ein solches Baby überleben kann. Und dann investiert man Hunderttausende, um es zum Leben zu bringen. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite treiben wir jedes Jahr über 50 Millionen Kinder ab. Und zwar bis in den 9. Monat. Meint diese Person das als geistig-kulturelles Niveau? Oder meint diese Person vielleicht auch all die traumatisierten Mütter, die da zurückbleiben? Wie oft haben wir das schon erlebt, auch gerade in der Seelsorge, da kommen Menschen mit aufgewühltem Gewissen, weil sie vor vielen Jahren ein Kind abgetrieben haben. Meint diese Person vielleicht das geistig-kulturelle Niveau, dass man heute sagt, du kannst sowohl Mann sein oder auch Frau sein, aber wenn es dir passt, kannst du Mann und Frau sein oder Frau und Mann sein oder du kannst ein ganzes Geschlecht ändern, egal wie du willst. Ist das dieses geistig-kulturelle Niveau, das wir gerne haben? In dieser gottfreien Gesellschaft? Und da kommen junge Menschen, die fragen, ja, wer bin ich, was bin ich? Bin ich jetzt Mann, bin ich Frau? Und sie sind auf der Suche ihr ganzes Leben lang nach der eigenen Identität. Wieso ganz anders der Gott der Bibel, wo der David in den Spiegel reinschauen kann und sagen kann, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin und das erkennt meine Seele wohl. Im Psalm 139, ich glaube Vers 12 oder Vers 14.
Das ist Gottes Bild, wenn ich Ja sagen kann zu mir selber, Ja sagen kann, wenn mich Gott gemacht hat als Mann, oder Ja sagen kann, wenn mich Gott gemacht hat als Frau, Ja sagen kann, Herr, ich erkenne, dass ich wunderbar gemacht bin. Und heute wird uns dieses Fundament gestohlen und zurückbleiben Menschen, die nicht wissen, wer oder was sie sind. Was für eine Tragik. Und er meint, vielleicht die Person, die Frühsexualisierung unserer Kinder. Da wurde mir berichtet in einer Schule, da war Sexualunterricht, die Lehrer wurden rausgenommen, ein Sexualexperte kam rein und hat dann diese Kinder unterrichtet mit den abartigsten Praktiken, die man machen kann. Und die Kinder kamen nach Hause, total aufgewühlt und total geschädigte Kinderseelen. Meint diese Person das als geistig-kulturelles Niveau, das wir haben? Oder meint er vielleicht auch die Drogenlegalisierung, die immer mehr um sich greift? Meine Frau und ich waren eingeladen beim Event. Wir haben uns sehr darauf gefreut, war auch sehr schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss ich sagen, wo sind wir hingekommen? Wir sind über das ganze Gelände gegangen und da lag so ein schwerer, süßlicher Duft im ganzen Raum. Ja. Kennt ihr das? Nicht nach irgendwie nach einem Parfum. Ja, ein Joint, nochmal ein Joint, nochmal ein Joint. Die ganze Luft war geschwängert. Und dazu kommt noch, das sind junge Mädchen, junge Burschen und die haben eine ganze Flasche von hartem Schnaps in den Händen. Joint, harter Schnaps, noch Red Bull dazu und die sind völlig daneben. Meint dieser Mann oder diese Person das als geistig-kulturelles Niveau? Und man weiß heute, selbst Psychologen sagen, wer Joint zu sich nimmt, 1, 2 Joint kann schon reichen, dass man Psychosen ausbricht. Wer gerade die Veranlagung hat, sehr schnell kann das passieren. Meint er das mit geistig-kulturellem Niveau? Wie recht hat doch die Bibel, wenn sie sagt in Jesaja 5, Vers 20, wenn sie sagt, weh denen, die Böses gut nennen und Gutes böse, die Finsternis zu Licht machen und Licht zu Finsternis, die bitter zu süß machen und süß zu bitter. Ja, wir haben es weit gebracht mit unserem gottfreien Atheismus. In Deutschland empfiehlt das Bundesfamilienministerium auf ihrer Homepage, dass man in Schulen und so weiter die sexuelle Vielfalt anerkennen soll und unterstützen. Eine Möglichkeit sei unter anderem in den Formularen die Bezeichnung Elternteil 1 und Elternteil 2 einzuführen anstelle von Vater und Mutter. Vielleicht habt ihr zu Hause schon mal so verschiedene Sendungen gesehen. Da suchen junge Menschen, sie suchen nach ihren Eltern. Die sind adoptiert worden als Säugling. Dann werden sie erwachsen und plötzlich fragen sie, ja, wo komme ich her? Wer bin ich? Wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter? Da wird viel Geld ausgegeben, um die Wurzeln wieder zu suchen. Und endlich finden sie ihr Zuhause. Und endlich finden sie zur eigenen Identität. Und jetzt geht der Staat und sagt, es ist nicht wichtig, ob du Elternteil 1, Elternteil 2 oder Vater oder Mutter hast. Es ist alles beliebig geworden. Und die Menschen, die hier zurückbleiben, sind für ihr Leben lang geschädigt. Es empfiehlt auch, das Bundesfamilienministerium empfiehlt auch, an den Schulen Postern aufzuhängen, um die Vielfalt sichtbar zu machen. Bücher mit lesbischen, schwulen, bisexuellen Charakteren für die Schulbibliothek anzuschaffen und in Gesprächen selbstverständlich den gleichgeschlechtlichen Partner eines Freundes zu erwähnen und so weiter und so fort. Wir leben genau gleich wie in den Tagen des Noah. Genau gleich. Und die Folgen davon könnten tragischer nicht sein. Ich lese Ihnen auch wieder einen Zeitungsartikel vor, der kam am 18.05. dieses Jahres in der Zeitung. Da meldet sich ein 32-jähriger Mann in einem Spital in den USA. Er kommt und sagt, er hätte starke, regelmäßig wiederkehrende Unterleibsschmerzen. Nochmal, kommt ein 32-jähriger Mann, er meldet sich in einem Spital in den USA mit starken, regelmäßig wiederkehrenden Unterleibsschmerzen. Bei der Aufnahme erklärt er der Krankenschwester, er sei als Frau geboren worden. Trotzdem machte keiner der Ärzte zunächst einen Schwangerschaftstest. Als sich dann herausstellte, dass der Mann tatsächlich ein Kind erwartete, war es für das Baby bereits zu spät.
Der Fall wurde geschildert im Fachblatt New England Journal of Medicine und dort war es so, diese Frau war teilweise geschlechtsumgewandelt, hatte dann jahrelang Testosteron und Medikamente genommen gegen chronischen Blutdruck und so weiter. Und weil er seine Krankenversicherung verloren hatte, musste er beides absetzen. Plötzlich bekam er wieder die Periode und so weiter, wieder schwanger. Was will ich mit dem sagen? Die Autorin des Berichts sagt dann Folgendes: Es geht nicht nur darum, was dieser einen Person passiert ist, sondern darum, was Transsexuellen im Gesundheitssystem zustoßen könnte. Wir wissen nicht mehr, wer wir sind. Wir wissen nicht mehr, ob wir Mann sind oder Frau sind. Und er wird umoperiert, umgeändert und man denkt, man kommt dann ans Ziel und die Folge sind solche Sachen. Und zurückbleiben totale Menschen, die Nöte haben. Nöte, Probleme und so weiter. Und wir reden hier in einem Leserbrief schreiben von der gottfreien Gesellschaft. Es geht ohne Gott, ohne die Bibel, geht es in die Dunkelheit. Aber mit ihm geht es ins Licht. Und der Petrus, er geht noch einen Schritt weiter und dann sagt er, ja, und die Menschen werden sagen, ja, wo bleibt denn seine Wiederkunft? Schlagen wir Vers 4 auf, von 2. Petrus 3, Vers 4. Da werden die Menschen sagen, es wird nicht gesagt, welche Menschen, sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter doch gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Wie müssen die Menschen damals in den Tagen des Noah gespottet haben? Die haben gesagt, du Noah, du sagst schon 120 Jahre lang, er kommt, die Sintflut kommt. Und immer noch nicht, ist sie da, sie sind noch nicht gekommen. Wo ist jetzt diese Sintflut? Wo du mit deinen Gerichtsfantasien? Was wird uns heute gesagt? Ihr mit eurer Endzeit. Lasst mich doch in Ruhe mit deinem Geschwätz. Ihr macht doch den Menschen nur Angst. Und selbst unter Christen, wo wird es heute noch verkündigt? Wo wird noch gesagt, Jesus kommt, es könnte heute sein, bist du bereit, wenn er heute käme? Was hat der Petrus gesagt? In Vers 2 sagt er, ich möchte euch an das erinnern. In Vers 3 sagt er, ihr müsst das wissen. Ja, was müsst ihr wissen? So wie damals in den Tagen des Noah. Er kommt, die Sintflut kommt, die Not kommt, die Entrückung kommt. Es könnte heute noch sein. Wir sollen das nicht vergessen. Wir sollen das immer wieder uns ins Gedächtnis rufen. Jesus kommt. Und deswegen habe ich auch den Hans-Jörg gebeten, er soll bitte lesen aus Matthäus 25, das Gleichnis der 10 Jungfrauen. Sind wir bereit, wenn Jesus heute käme? Wenn Jesus heute kommt und sagt, jetzt ist die Zeit. Wo wärest du, wenn Jesus heute dich rufen würde? Der Noah, er muss mit der Zeit müde geworden sein. Das zeigen uns auch diese Jungfrauen. Sie sind alle müde geworden. Wir stehen in der Gefahr, müde zu werden. Der Spott der Menschen kann uns zermürben. Der Widerstand selbst unter Christen kann einem zusetzen. Aber brennt noch diese kleine Docht der Hoffnung der Wiederkunft Jesus in deinem Herzen? Damals hatten sie das eine Zeichen, die Arche. Der Noah hat angefangen zu bauen. Hat das Ganze aufgebaut. Und die Menschen haben nur gelacht und gespottet. Heute haben wir auch ein großes Zeichen. Es ist keine Arche, sondern es ist ein Volk und ein Land. Es ist das Volk der Juden. Als die ersten Juden 1882 anfingen zurückzukehren, da haben die Menschen plötzlich gemeint, ja, Jesus kommt. Und als dann im Jahr 1948 der jüdische Staat entstand, da haben die Christen weltweit gesagt, es ging so wie ein Raunen durch die ganze Christenheit. Jesus Christus kommt wieder. Die Zeit der Nationen geht ihrem Ende entgegen. Wie sagt es der Apostel Paulus im Römerbrief? Blindheit ist Israel zum Teil widerfahren, bis dass die Vollzahl der Heiden eingegangen sein wird. Und heute sehen wir in Israel, wie die Gemeinde Jesus wächst. Als der jüdische Staat entstand 1948, da gab es keine einzig messianisch geführte jüdische Gemeinde in Israel, keine einzige. Man sagt, dass die messianisch gläubigen Juden in Israel 1948 ungefähr zwischen 12 und 25 Personen bestand.
Heute gibt es über 300 Gemeinden und über, ich glaube, 30.000 messianisch gläubige Christen in Israel. Und über den Nationen wird es dunkel und Israel geht ihrem Messias entgegen. Wir haben keine Arche Noah mehr, aber wir haben ein Volk und ein Land, das uns zeigt, Jesus kommt wieder, das könnte heute noch sein. Die Tragik unter vielen Christen, und ich lese jetzt nochmal diesen Vers, 2. Petrus 3, Vers 4, und ich lese es, und ich setze jetzt ein Wort ein. Und sie, die Christen werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Ja, weswegen setze ich jetzt das Wort Christen ein? Interessiert die Welt die Wiederkunft Jesu? Redet die Welt über Jesu Wiederkunft? Die interessiert das keinen Deut. Aber die Christen haben darüber gesprochen. Und die Christen waren wach. Und heute sind sie am Einschlafen. Und sie sagen heute selbst in der Gemeinde Jesu, ja, wo kommt er dann? Wo bleibt seine Wiederkunft? Die Entrückung kann in 20, 30, 40, 50 oder in 100 Jahren stattfinden. Wie viele Gläubige sind heute müde geworden? Vielleicht enttäuscht. Und doch, er kommt. So wie damals die Sintflut, sie kam. Obwohl sie es nicht wahrhaben wollten. Jesus Christus kommt wieder. Und wir haben nicht nur Israel zum Zeichen, wir haben noch andere Zeichen, die da sind, die ganz klar und deutlich reden. Eines der damaligen Zeichen war die Ankündigung des Gerichtes durch die Flut. Das war die Arche. Heute habe ich den Eindruck, dass Gott redet, auch durch das Klima. Man kann über das Klima reden und denken, was man will. Man kann den Klimawandel bejahen oder auch ablehnen. Aber eine Tatsache ist, die Menschen heute, die haben Angst. Da gehen Zehntausende und Zehntausende von jungen Menschen auf die Straße, um gegen die Klimaveränderung zu demonstrieren. Da wird uns Verschiedenes vorgeschlagen, wie gesagt, damit wir das Klima verändern können. Da wird gesagt, wir ändern das Klima, indem wir kein Fleisch mehr essen. Da wird gesagt, wir ändern das Klima, indem wir auf Dieselfahrzeuge verzichten. Da wird gesagt, wir ändern das Klima, indem wir keine Kinder mehr zur Welt setzen. Alles schon gehört, oder nicht? Aber das bewegt die Menschen, wo wir sind. Aber lesen wir mal weiter, was der Petrus sagt. 2. Petrus 3, Vers 7. Er geht in seinen Gedanken weiter und er sagt Folgendes. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tage des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Was sagt hier Petrus? Er sagt, die erste Welt ging durch Wasser zugrunde. Und diese Welt geht auf ein Gericht zu, wenn es die Menschen nicht wahrhaben wollen. Aber es ist eine Tatsache, die uns die Bibel ganz klar vor Augen hält. Die Menschen wollen von Gott nichts mehr wissen. Es wird sein wie in den Tagen des Noah. Weswegen kam damals das Gericht über die Welt? Warum musste Gott diese Welt richten? Was denkt ihr? Schlagt mal auf, 1. Mose 6. Und wenn wir das so lesen, da geht einem durch den Kopf, dass wir in der genau gleichen Zeit leben wie damals. Da heißt es 1. Mose 6, ab Vers 5. Das war ganz kurz vor der Sintflut. Da schaut der Herr und er sieht, als aber der Herr sah, dass der Menschheit Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden. Und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde, vom Menschenarm bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Wenn es wirklich einen Gott gibt, was ich zutiefst glaube, wenn es wirklich einen Gott gibt, der zutiefst heilig ist, der durch und durch heilig ist und der keine Sünde ansehen kann, wenn es einen Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat, was ich keinen Augenblick bezweifle, dann hat er auch das Recht, über diese Welt zu bestimmen.
Wenn es einen Gott gibt, dann bist du verantwortlich ihm gegenüber. Damals heißt es, wenn wir die Verse lesen von Vers 5 bis 13, da heißt es, die Bosheit war sehr groß. Die Gedanken der Herzen waren nur böse. Die ganze Erde war verderbt. Sie war total mit Frevel erfüllt. Das heißt, diese Menschen damals, sie hatten Gott, obwohl sie von Gott und seinem Wort alles wussten, haben sich Gott abgewandt. Die haben Gott ausgeklammert aus ihrem Denken, aus ihrem Herzen, aus ihrem Leben, aus ihren Familien, aus ihren Schulen und Gemeinden. Die haben gesagt, wir wollen diesen Gott nicht haben. Und wenn wir zu Gott Nein sagen, wenn wir ihn ausladen, dann geht er. Und ich habe manchmal den Eindruck, wie wenn Gott seine Hände, seine bewahrenden Hände vor unserer Welt immer etwas mehr zurückzieht. Wir sind in einer gottfreien Gesellschaft gelandet. Die Folgen haben wir gesehen. Und wenn wir Gott ausladen, dann geht er und nimmt seine bewahrenden, segnenden und schützenden Hände mit. Vielleicht sollten wir mal unter diesem Aspekt über die Klimaveränderung reden. Damals, als Gott dem Volk Israel Segen und Fluch vorgelegt hat, hat er ihnen gesagt, ihr könnt euch entscheiden für Segen, dann wird es euch gut gehen. Oder ihr könnt euch entscheiden für Fluch und dann wählt ihr das, was ihr selber gewählt habt. Und wir wollen miteinander einmal aufschlagen, 5. Mose 28. Wir lesen dort den Vers 15 und dann die Verse 21 bis 24. 5. Mose 28, Vers 15 und die Verse 21 bis 24. Da sagt der Herr zum Volk Israel, erwählt euch, was ihr wollt, entweder Segen oder Fluch. Da kommt zuerst eine ganz schöne, wunderbare Auflistung mit Segen und dann kommt aber auch eine ganz lange Auflistung mit Fluch. Der Mensch kann sich entscheiden. Damals hatte sich Israel entschieden. Und es geschah Folgendes, es wird geschehen, ab Vers 15, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, sodass du alle seine Gebote und Satzungen nicht bewahrst und tust, die ich dir heute gebiete, so werden alle diese Flüche über dich kommen und dich treffen. Und dann kommt es ab Vers 21, der Herr wird dich mit Schwindsucht schlagen, mit Fieberhitze, mit Brand, mit Entzündung, mit Dürre, mit Getreidebrand und Vergilben. Sie werden dich verfolgen, bis dass du umgekommen bist. Und jetzt Vers am Schluss, der Herr, der Himmel über deinem Haupt, wird für dich zu Erz werden und die Erde unter dir zu Eisen. Der Herr wird den Regen für dein Land in Sand und Staub verwandeln, der wird vom Himmel auf dich herabfallen, bis dass du vertilgt bist. Gott zieht seine Hände zurück und plötzlich regnet es nicht mehr. Plötzlich ändert sich der Himmel. Plötzlich sind die Wasserläufe im Meer wieder anders. Gott ist der Herr über Himmel und Erde. Und wenn Menschheit hingehen und wenn Menschen sagen, wir ändern das Klima, dann schlagen sie direkt dem lebendigen Gott ins Gesicht. Sie wollen den nicht haben. Wir ändern das Klima, aber der im Himmel sitzt, der spottet ihr nur. Es ist unser Herz, das wir ändern müssen. Es ist unser Herz, das sich an ihm vergangen hat, so wie damals vor der Sintflut. Wenn wir uns von Gott abwenden, kann er uns nicht mehr segnen, kann uns nicht mehr bewahren, kann uns nicht mehr beschützen, kann uns seine Liebe nicht mehr mitteilen. Aber es ist nicht seine Entscheidung, sondern wir haben uns entschieden. Wir haben Nein gesagt zu ihm. Und doch heute haben wir noch die Gnadenzeit. Die Arche Noah ist auch ein wunderbares Bild und Hinweis auf Jesus Christus. Die Bibel sagt uns ganz klar, wie damals, wie der Noah eingeladen hat, so lädt auch der lebendige Gott heute ein und sagt, kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Wir dürfen kommen. Noch ist Gnadenzeit. So wie der Noah geredet hat, 120 Jahre lang, so redet die Gemeinde Jesu weltweit. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Heute noch geht seine Botschaft hinaus. Heute noch ist Gnadenzeit. Heute noch geht es wie damals, Hammerschlag um Hammerschlag, wie der lebendige Gott sagt, kommet her.
In Apostelgeschichte 2, 21, da lesen wir, und es soll geschehen, dass jeder, der den Namen des Herrn anruft, der soll errettet werden. Du bist gemeint, du darfst kommen. Die letzte Frage, die sich uns noch stellt, ja, wie können wir denn in dieser Zeit, die nicht besser wird, sondern die immer schlechter wird, wie können wir leben? Wir können genau das Gleiche tun wie damals der Noah. Der Noah erlebte und wandelte mit Gott. Er blieb und er war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er ließ nicht ab von dem Auftrag, den er empfangen hatte. Und genau das Gleiche dürfen wir auch tun. Wir dürfen ganz nahe bei Jesus bleiben. Wir dürfen mit ihm leben, mit ihm unterwegs sein. Wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir haben einen Auftrag, so wie die Gideons. Wir haben einen Auftrag, das Evangelium von Jesus Christus den Menschen zu bringen. Und wir dürfen eines tun, wir dürfen jeden Tag auf die Wiederkunft des Herrn Jesus warten. Es könnte heute sein. Und das Schöne ist, der Herr Jesus hat gesagt, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus ist da. Er hält uns, er trägt uns, er kommt bald wieder und wird uns heimholen, damit wir dort sind, wo er ist. Der Herr Jesus möge Sie tief und reich segnen. Amen. Lass uns still werden und beten. Herr Jesus, wir wollen dir aus tiefstem Herzen Danke sagen, dass dein Ruf heute noch in diese Welt hinausgeht. Dass du nicht den Tod des Sünders willst, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Du, der ewige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das Anrecht hat an dieser Erde, das Anrecht hat auch an jedem einzelnen Menschen, weil er der Schöpfer ist, weil du es bist, hast auch das Anrecht an unseren Herzen. Und du lädst uns ein, denn du willst freiwillige Menschen, die freiwillig ihr Leben und ihr Herz dir zur Verfügung stellen. Und so wollen wir sagen, Herr Jesus, hier sind wir. Wir wollen dir gehören, mit unserem ganzen Sein, mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Leben. Herr Jesus, dir sind wir geweiht. Danke dafür. Und Herr Jesus, wenn hier heute Morgen Menschen sind, die dich noch nicht kennen, schenk, dass sie heute ihr Leben dir geben, mit dir in Ordnung kommen und dir Recht geben, ihre Sünden dir bekennen und dich einladen in ihr Herz. Das kannst du schenken. Danke aus tiefstem Herzen. Und so wollen wir dich bitten um deinen Segen, Herr.